Hey zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf dem Channel. Es ist ein Zeitchen her, seit da etwas gekommen ist, aber ich bin mega excited, ich bin mega happy. Und zwar gehen wir an Switzerland. Ich bin selber noch nie gewesen, das ist die schweizweit grösste Gaming Convention und ich bin mega gespannt, weil mein ganzes Zeug ist schon dort. Ich habe das schon jemandem mitgeben. Und ich werde jetzt geholt von einer so Fahrgemeinschaft. Ich kenne die Leute nicht, mit denen ich fahre. Das wird mega lustig. Und trifft dann dort die ganze Gang. Und ich habe einfach mega Bock. Gaming ist so ein bisschen Guilty Pleasure von mir. Aber auch vor allem die Leute sehen, können Videos aufnehmen dort. Ich habe ganz viele geile Ideen. Und jetzt nur noch meinen Rucksack da, der jetzt noch mitgenommen wird. Dann geht es eigentlich los. Jumpen wir straight in. Let's go. Hey Mami. Ich habe mich ja für den Influencer Award beworben, gell? Ich bin leider nicht nominiert und Top 10 Newcomer. Oh nein, echt nicht? Ja. Du? Das ist ein hoher Schatz, das verstehe ich nicht ganz. Sind das Pfeifen nicht? Hey, es wird schon seine Gründe haben. Ich sage immer, nicht haten oder nicht weißt, irgendwie so böse Nein, oder so. Es wird seine Gründe haben, oder? Vielleicht haben sie wirklich solche gehabt, die einen Schritt weiter sind als du. Ja, auf jeden Fall. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es macht mich ehrlich gesagt nur ein bisschen motivierter. Und es gibt mir nur noch mehr Drive. Ja, ist cool. Wir sind jetzt drin. Ich habe gerade schon so einen Badge bekommen. Jo! Oh, das sieht ja ganz crazy aus. Holy shit! Jetzt können wir mal schnell die anderen suchen. Das ist ja crazy. Ich bin so hyped. Ja! Geht ab, meine Freunde! Let's go! Bro, ich bin da reingelaufen, das ist crazy. Ja, das ist geil, ja. Hallo! Oh mein Gott, das ist das Sandro! Oh mein Gott! Aber mir wird gesagt... Bro, wie ist das? Hast du jetzt gerade gesehen, oder was? Das Setup ist ready. Wir rocken 2 Monitore. Wir haben hier hinten den PC und da etwa die 8 Plätze da und die 8 Plätze da sind alle von uns. Ich sage euch, es ist richtig crazy. Das Gefühl ist abnormal. Was machst du? Ich bin Eishockey schauen. Eishockey schauen? Was macht der? Was spielt der? Ein Game, das uns vorhin gegeben hat. Was macht ihr, Globis? Ich bin am Streamdeck gestellt. Oh, ist das neu? Ja. Komm rein, mach das! Okay, und dann kannst du Buttons drücken und das sind so Shortcuts, Genau. Mit OBS oder das ist Stream. Crazy. Ich habe gerade etwas gemacht. Sagen wir mal, ob das ein guter Marketing-Move ist. Ich muss sagen, wie Sie das finden. Oh mein Gott! Ich muss aber lesen, was drunter steht. Geil! Als Bild, aber ich... Was gibt's Geiles, Luis? Ich weiß nicht genau. Jeder Rind. Kann man es essen? Ja, es ist weit, aber es ist ein bisschen flüssig. Also mit Stäbchen essen ist ein bisschen fein. Wir haben jetzt unsere Schlafgemächer da ein bisschen gerichtet. Es ist eine riesige Halle, wo einfach, ich sehe das da hinter mir, wo einfach alle pennen. Ich weiss jetzt nicht, ob das Spot da so clever ist. Wir sind gerade bei der Notausgang. Lichter ist ein bisschen hell und dunkler wird es nicht. Ich möchte mal ganz kurz zeigen, wie mein Setup aktuell aussieht. So sieht das ganz aktuell aus. Wir haben 2 Bildschirme. Hinten dran haben wir den PC, wo der zweite Bildschirm drauf steht. Dann die ganz normal, also ich bin nicht ein Pro-Gamer, mit normale Tastatur, Wireless Mouse. Ich habe das ganz normale, stinknormale Bluetooth Gaming Headset dabei, was aktuell komplett abkratzt. Wir haben die Logicam am Start, dass ich allenfalls auch vielleicht einen Stream starten könnte auf TikTok. Und that's basically it. Wir haben da die ganzen
anderen Leuten, die auch ihre Setups aufgebaut haben, es läuft. Wir haben Double Screens, Triple Screens, wir haben da Leute, die schon voll mit drin sind. Also es geht recht gut ab, Den Gabri haben wir am Start. Yo, Gabri, was geht? Der Vibe ist echt crazy. Also, ich habe mir wirklich krass vorgestellt, aber es hat mich immer noch komplett. Das innere Kind ist komplett am Screamen, ist komplett am Schreien und ich bin mega excited, was die nächsten paar Tage folgen wird, was passieren wird. Und darum hätte ich gesagt, gehen wir rein. Wir haben uns für ein League of Legends Turnier angemeldet. Tatsächlich. Das wird auch interessant, das wird extrem lustig. Wir finden meinen Sperrbildschirm, ich glaube, das ist das beste Marketing, das ich je hatte. Wie ist die Stimmung aktuell, Bro? Die Stimmung ist sehr geil. Ist das auch deine erste LAN, oder? Das ist mein First LAN hier. Das ist so. Das ist schon geil, das ist schon geil. Das ist komplett crazy. Jeder sprintet und baut sein Setup auf und langsam hat sich das Gefühl, wirklich geil gewesen. Ah, du hast ein wildes Setup, Bro. Willst du uns schnell durch dein Setup führen? Geile Monitorhalterung, dass ich es übereinander stellen kann. Vorne dran, Hauptmonitor, oben Discord-Scheiß, Stream Deck für später. Controller haben wir dran für geile andere Games. Licht zum Streamen, Cam. Crazy, Bro. Richtig geil. Richtig geil. Jetzt gehen wir in den Licht drauf. Wie geht's dir? Ein bisschen Krise, Warum? müde, weil die Anreise war fett anstrengend gewesen. Aber I got coffee, Sehr geil. Vibe? Wie ist der Vibe? 10 von 10. 10 von 10. As always. Hey! Es ist jetzt etwa 2:15. Der Großteil von der Halle ist jetzt noch am Pennen. Wir hauen uns jetzt auch her, dass wir morgen wirklich einigermaßen früh aufstehen. Old MacDonald had a farm. Good morning in the morning. Es ist der nächste Tag, wir haben die erste Nacht gut überstanden. Wir gehen jetzt zuerst in Interdiscount, weil ich brauche ein Headset, weil mein Bluetooth-Headset spackt ein bisschen bei all diesen Verbindungen da. Wir sind jetzt gerade kurz vor dem Interdiscount. Coco, wie geht's dir? Ich bin noch komplett verschlafen, Ja, aber sonst. sonst? Also, ich bin hure gespannt auf das League-Turnier heute. Ich habe richtig scheiß Vorfreude auf das. Du kannst es so merken, entweder die bekommen richtig Gegner wie dir sind, oder die bekommen so Was soll das heißen? wieder Kochen. Ja, super. Yeah, yeah. Let's go, Coco. Yeah. Wow. Woo. Wir haben uns jetzt schnell ein Headset geholt. Hauptsache es hat einen USB-Kabelanschluss. So natürlich noch ein Pokémon Card Pack. Also, haben wir schnell. So, was pullen wir? Ein Feuer-Off, Mediti, Link, Turtonator, Okaberry, ja. Ich sehe schon das Flame, Talon Flame, Trash. Das ist gewesen. Ey, ja, he got ripped. He got ripped. Behaupten. Doch. Jaltik. Muck. Halt ganz grusig. Chinchu. Yamask. Volibear. Mit Pokémon ist der cool, aber als Karte wollte ich ihn nicht. Celebi. Sogar der Maru. Yamamas. Jetzt dann. Merzand. Sehr schon. Ja. That's it? Yeah. That's it? Bro! Chance für dich. Du sammelst sie. Ey, gib mir mein Headset zurück! Gib mir mein Headset! Ey, was, das ist... So, wir gehen jetzt als Hero Fest. Das ist quasi die Fantasy Convention, die ein Stück überhalb von der LAN stattfindet. Ganz viele verschiedene Stores, alles so asiatisch, japanisches Zeug auch, rund um Manga, rund um Gaming etc. Wir werden das jetzt mal abchecken und schauen, was für das rum ist. Nein, was... Warte, ich mache einen Edit. Ich mache einen crazy Edit. Let's go, bro. Keep him.
So, wo geht's Pokémon? Komm, Coco, sag ihm Feini. Er hat es geil gefunden, schau. Schau, er will eine Umarmung von dir. Nimm ihn an. Tu ihn umarmen, komm jetzt. Tu ihn umarmen. Ladies and Gentlemen, wir haben mal wieder eine super Idee gehabt. Wir haben alle uns so Sprouts geholt. Du hast ein Sprout, da sind Sprouts. Don't with the Sprouts. Gang. The Sprout Gang. Sprout Gang. The Sprout. Sprout Gang. Don't with the Sprouts. Oh, Coco, was hast du gemacht? Ich steige ins Fahrzeug. Free Coco! Free mit der... Und was sagst du? Einfach sagen? Also ich kann es niemandem privat empfehlen. Die Polizei sind Helfer und Retter. Du musst das sagen, dass wir raus dürfen. So, wir sind jetzt den ganzen Tag ein bisschen am Hero Fest unterwegs gewesen. Wir haben jetzt 7:30. Die letzte Stunde haben wir League of Legends gespielt und ein bisschen Warm-up gemacht, weil wir haben in einer Stunde das Turnier anfangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös, einfach weil ich es so cool finde oder so. Ich mache mir jetzt nicht unnötig Pressure, aber ich kann natürlich schon performen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir werden abschneiden. Ja. Party People, was sind Gedanken vor dem Turnier? Da haben wir unseren Top-Laner und da haben wir unseren ADC. Hyped. Sind ihr auch ein bisschen nervös? Ein bisschen Ich bin auch ein bisschen nervös tatsächlich. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, es geht. Es geht. Wir spielen einfach unser Ding. Nicht so wenig. Jan, wie ist es bei dir? Du sagst es so, wie es ist. Ich bin gehypt. Ich bin richtig gehypt. Aber ich bin auch, ich habe es gerade anderen gesagt, ich bin ein bisschen nervös. Hey, wirklich, wir haben uns vorbereitet. Du hast kein Game League gespielt heute. Ich hoffe. Wie fühlen wir uns jetzt vor der Runde, vor dem Turnier? Perle. Ja. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ein Ich bin ein bisschen, weil ich finde aber nicht so Freude nervös, weißt du irgendwie. Es wird einfach eine geile Zeit mit Das wird geil, das wird richtig lustig. Es wird eine Let's go! Was noch wichtig zu sagen ist, wir haben vorher auch schon gesagt, das Ganze ist ein Fun-Tournament. Ja, das heisst, wir haben untereinander auch schon gesagt, hey, egal was passiert, wir dürfen nicht flamen, wir fangen nicht aufeinander losgehen, weil wir machen das Ganze aus dem Spaß. Wir wollen uns konzentrieren und wir wollen gut spielen, wir wollen ein bisschen tryen, ja, auf jeden Fall, und wir wollen auch ein geiles Spiel spielen, aber es ist immer noch ein Fun-Tournament und wir machen jetzt den Fun wegen. Genau. Und darum zermanschen wir jetzt die Sache, machen sie fertig! Wir haben verloren. Wir haben am Anfang ganz einen grossen Flüchtigkeitsfehler gemacht. Wir haben dann andere Poses müssen spielen, als wir eigentlich spielen und so. Aber es ist lustig, es hat Spass gemacht. Wir sind schon bei den Gegnern gewesen, haben ihnen gratuliert. Und jetzt sollten wir eigentlich in einer Minute dann die nächste Runde haben, aber das geht wahrscheinlich noch ein bisschen. Das ist ein Interview. Can you take us through the emotions after the first game? Ein bisschen devastating, aber gut. Es war Warm-up-Runde. Jetzt die nächsten 6 werden einfach besser. Das heisst, wir fangen jetzt. Wir fangen jetzt. Wir haben verloren. Ja. Wir sind bodigt worden. 4-2. Aber wir noch ein Spiel jetzt. Wir gehen mit High Hopes rein. Wir schalten jetzt zum Kilian und fragen nach seiner Meinung. So, wir sind jetzt beim Kilian. Kilian, das letzte Game ist schon nicht so geil gelaufen. Nein, ist nicht so heftig. Mit was für einer Hope gehen wir ins nächste Game? Ich habe unsere Gegner analysiert, potenzielle Gegner. Ja. Es ist möglich. Es ist möglich. Es ist möglich. Das heisst, wir gehen jetzt dort rein und zeigen den Leuten, wo der Bart mit dem Monster. Ja! Let's go! By the way, haben wir jetzt einen Coach. Wir haben einen Professional League Gamer mit uns, der uns jetzt über die Schulter schauen wird und uns Callouts gibt und uns helfen wird. Ja. Und das steigert unsere Chancen natürlich nochmal. Richtig? Ja! Wir haben nochmal verloren. Yeah.
27:0. Nein, aber nichtsdestotrotz, es hat Spaß gemacht. Es ist sehr, sehr interesting. Wir haben jetzt 3 Spiele gehabt, wir haben morgen noch mal 4 Spiele, aber ich weiss nicht, ob wir die wirklich voll werden durchspielen, weil es sind viel zu gute Spieler in dem ganzen Bracket drin und wir haben keine Chance und dann sehen wir auch den Sinn für uns nicht irgendwie da wirklich noch spielen, weil dann ist der Fun auch irgendwie nicht so okay, auch wenn man extrem viel lernen kann. Ich glaube, heute läuft nicht mehr wirklich viel. Langsam ins Bett gehen und nachher, wir haben jetzt 1 am Morgen. Wir haben jetzt, 1:15 und mal schauen. Guten Morgen, meine Freunde. Es ist 8:30. Wir haben um 9 Uhr die nächste Runde von dem verschissenen Turnier. Nein, ich sage euch ehrlich, das war eine super Idee gewesen. Tim, Bro, was läuft? Warte, es fokussiert dich nicht. So. Bist du ready, Bro? Also wir sind jetzt im Setup. Wir sind alle jetzt auch schon im VC. Also die Jungs und Girls sind ready. Ich glaube, wir haben sogar wirklich gute Chancen in dieser Runde. Also for real jetzt, for real. Wir brauchen das Spielerinterview. Jo Jan, wie geht's dir, Bro? Ich habe bis um 5 Uhr am Morgen bin ich wach gewesen. Und dann? Dann bin ich so collapsed, I guess, und jetzt bin ich wieder wach. Ich werde da jetzt schnell das Bild einblenden. Aber fühlst du dich ready, Bro? Fühlst du dich ready? So, ich bin ready fürs Turnier. Da haben wir unsere 2 Oberpro-Gamers, Jungs. Yes. Was läuft? Sind ihr confident für die Runde? Ja. Confident? Ja. Ja, ich habe gehört, wir haben wirklich gut, wir haben Schloss. Nicht? Ja. Die beste Chance haben. Einfach, dass ihr es wisst, hey, wir gönnen jetzt. Wir haben verloren. Happy again. Aber es war nicht so bad gewesen. Wir hatten die Chance gehabt. Jetzt aber nächste Runde. Ja. Nächste Runde. Wir haben das Game auch fett auf die Fresse bekommen. Aber es ist das lustigste Game, das wir gespielt haben. Also, wir haben den Gegner ein bisschen kennt, aber es ist wirklich funny gewesen. Darum jetzt sind wir unterwegs, zum brunchen. Wir befinden uns hier gerade in der Wildnis und versuchen jetzt ein wildes Koko zu entdecken. In seiner natürlichen... Oh, da kommt es. Ah, hier sehen Sie ein wildes Koko in seiner natürlichen Umgebung. Es ist sehr paarungswillig, das hört man an dem Paarungsschrei. Ich glaube, es hat uns aber noch nicht entdeckt. Wir sind gut... Oh, ich glaube, es hat uns gefunden. Hilfe! Oh mein Gott, wie geil. Wie richtet das jetzt? Hey Coco, danke, dass du uns den Platz da gezeigt. Für alle Leute, die mal vorbeikommen, der Coco schafft da. Er macht euch ein Essen. Mit ganz viel Liebe. Mit ganz viel Liebe. Wir müssen mal schauen, wie das aussieht, wenn man da runterkommt. Wirklich, als würden wir in die grösste Höhle rein. Willst du eine Roomtour machen, Bro? Also, da ist mein Favorite Anhänger. Der Favorite Anhänger wegen Feldschlüssel. Nein, weil er coole Rädchen hat. Weil er cool. Dort sind die geilen Duschen. Dort zum Duschen. Dort stehst du im Dreck. Okay, das sind einfach so Container. You take this. Now green. Sobald du drin bist, dann schwitzt, es ist heiß und es stinkt. Was immer. Da hinten ist die mystische Hand. Was machen wir da? Das ist der Spawn Point von jedem. Das ist, wenn man low HP ist, geht man da hin. Und er holt sich. Da hinten spawnen die Leute. Jeder, egal was du bist. Ob Tryhard, Noob oder Casual. Da hinten spawnt alles. Brunch war richtig nice gewesen. Wir sind jetzt wieder am Hero Fest. Kilian ist da, die ganze Sprout Gang sind eigentlich alle da. Ich gehe hinter mir. Wir sind jetzt kurz aus der Halle raus. Wir gehen jetzt schnell ins Wankdorf-Stadion über, weil dort ist eine Card Convention, wo es darum geht, so halt Karten zu traden. Wir schauen, ob es etwas gibt, was man holen kann. Bei all diesen Neuen, da kann ich so nicht mitreden. Aber sobald es da hingeht, da schlägt mein Herz höher. Sorry, Ja? meine Schwester will deine Nummer.
Ich bin am Streamen, nur am Aufnehmen. Aber ich mache vor allem so ein bisschen eigentlich Content, der sich so um Persönlichkeitsentwicklung konzentriert. Das ist eigentlich ganz was anderes als da. Aber ich habe einfach eine Liebe für Pokémon, seit ich ein kleiner Golf bin und baue das manchmal so ein bisschen mit ein. Einfach. Für Persönlichkeitsentwicklung, wie muss ich mir das vorstellen? Hey, alles rund um Selbstglauben, Motivation, Disziplin, Akzeptanz. Alles, was eigentlich mit dir selber zu tun hat. So, redest du dich selber schlecht, dann sollst du einfach meine Geschichte teilen. So und was ich finde, mir persönlich selber geholfen hat. Ich setze für den ACE die ganzen Frequenzzüge und so, finde ich auch sehr spannend. Das finde ich mega geil. Mega geil. Ja, logisch. Das ist so der Erste, mit dem du in Kontakt kommst. Dann geht es dann irgendwie weiter. Hey, ja, Luca, gell? Ja, genau. Hey, man sieht sich nochmal. Hat mich gefreut und man sieht sich. Tschüss, ciao. Schau, was wir rausgezogen haben. Alle nacheinander. Alle nacheinander? Oha. Schau mal, wie geil. Hol dir doch das Clefable oder das Mewtwo. Ich glaube, ich habe einen grossen Fehler gemacht. Ich habe alle in so einen Folder, weißt du, und dann immer Flohmap, Zeug losgeworden und dann einfach mal so den Folder verkauft. Heute gibt es einen riesen Pack-Opening-Stream nachher. Ich kaufe jetzt ein paar Shining Fates. Für was? Eben ja, Shining Fates. Ja, ja. Kann man auch machen. Rühren den von uns weiter. Das ist kein Spaß. Ja, was schon noch mal kurz. Einfach irgendwelche. Ja, zieh random einfach das mit. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir so. Hey, du bist zu tief drin. Ich hätte das Suchen gefangen. Ich werde bankrott gehen. Ich werde meine Krankenkasse nicht zahlen. Sag mal schnell, was haben wir jetzt genau liegen lassen? Letzte Woche und heute oder nur heute? Nur heute, Bro. 350 Franken. 150, 95 und... Er hat mir noch Rabatt gegeben. 160. 390 Franken. Was? Wir machen jetzt das Pack-Opening von diesen Karten, die wir haben und schauen, ob wir etwas Geiles drin haben. Das ist viel rare. Wie willst Geil, Mann, geil. Oh mein Gott! Der ist wirklich nice. Let's go! Du stehst noch in Glurak-Version und du bist Charizard. die alte, jetzt hast du nicht jeder genug. Oh, holy! Double Hit! Das nächste geil ist crazy. Geil, Max, Alter. Shiny wie Max. Minus steht. Hat 5 Packs. Ist auf Reverse. Shiny. Oh, Shiny! Das ist Shiny, das ist Baby Shiny. Easy. Geilo! Bist du zufrieden? Ja, nein, ich hätte schon gerne so Charizard gehabt. Ja, aber hallo? Die zwei sind sehr, sehr geil. Die zwei sind wirklich nice. Ditto und das hure VMAX Holo Gugus irgendetwas. Zeig. Sag, heb ich Alter! Oh, Alter! Wie schön! Kilian, durch wie viele Päckchen bist du durch? Wahrscheinlich sind wir jetzt bei so 60, 70. 60, 70. Wahrscheinlich mehr. Wie das aussieht, das ist ein ganzer Sack. Wow. Aktuell ist so ein bisschen so eine Beruhigungsphase. Das haben wir jetzt seit 10 ab 11. Da oben gibt es so einen kleinen Silent Rave, wo wir sicher mal vorbeischauen. Und nachher, ich glaube, heute machen wir so lange es geht, Nacht eigentlich durch. Morgen tun wir dann vor dem Mittag abbauen. Am Nachmittag nochmal als Hero Fest und nachher am Abend dann langsam Richtung Heimweg. Gibt mir auch sehr viel, ich muss ehrlich sagen. Es sind ein paar Leute zu mir gekommen, die mich erkannt haben und es ist so surreal, es ist so crazy. Da zu sein und Leute zu haben, die sagen, hey, du bist doch der die Videos macht, Sandro, oder? Ich finde mega geil, was du machst und das gibt mir so viel, wenn ihr so zu mir kommt, weil es ist so schwierig zu beschreiben. Es ist wirklich ein unterschiedliches Gefühl, aber crazy.
letzten Tag, letzten Morgen. Wir haben schon ein bisschen Zeug zusammengepackt von hinten vom Schlafraum. Jetzt gibt es glaube ich noch one last round, one last game. Nachher heisst es dann das ganze wunderschöne Setup da wieder abbauen. Scheiße, oder was? Wegen? Ja, schon vorbei. Schon vorbei. Es ist verdammt schnell gegangen. Und wir sind ja normal irgendwie 12 Stunden vormittags. Ja. Yeah. Schon crazy. Es ist schnell. Aber das heisst immer, dass es eine mega gute Zeit war, wenn die Zeit schnell vorbeigeht. Was hast du? Ich wette aber zurück. Fetz zurück. Go, Speedy, go! いざ尋常に3本目 勝負 Victory. Oh yeah. Der Popokneifer. Jaker, Alter, warum machst du es jetzt weird? Aufraumarbeiten sind in vollem Gange. Alles eigentlich schon weg. Da hinten auch. Jungs, wie läuft's? Aufräumen, läuft. Und Emotionen? Ein bisschen traurig. Ist Traurig? vorbei. Ja. It was nice with friends. And we do it next year again. Boys, how you feeling, bro? Talk us through your emotions. Augenweh. Ja. Traurig. Traurig. Ja. Einfach weil es jetzt schon vorbei ist. Und jetzt? Gehen wir da wieder grind weiter, oder? Talk us through. How was it? Amazing as always. Amazing. What are your feelings today? Happy and sad. Warum? Weil wir gehen heim. Ja. Aber ich gehe wieder heim. Und du? Es ist wirklich so, ja. Es war geile Zeit. Ja. Schade, gehen wir heim. Aber irgendwie, ich bin auch froh, dass ich wieder in meinem Bett schlafen kann und nicht morgen wieder Rücken habe. Richtig. Jen, take us through your emotions. How we feeling? Tired. Ich bin shaky vom Koffer tragen. Und jetzt denke ich so eine Energie und hoffe, jetzt geht es dann wieder. Und ist deine erste Lang gewesen? Yes, es war Und die erste Lang. how was it? Es war mega cool, mega viele kennengelernt. So. Geil. We go higher to the sky, reaching up, but I can't fly. You said you'd follow me anywhere, but I can't see. Wir haben jetzt unser Zeugs eingepackt, also wir haben jetzt alles in die Karre gepackt. Jetzt tun wir den Karre wieder ins Parkhaus stellen. Dass du, was ist eigentlich? Samantha, kannst du den scheiß Pfeifen ausmachen? Jetzt gehen wir nochmal als Hero-Fest und checken das noch ein bisschen ab mit der Gang. Und nachher heisst es irgendwann dann: Jetzt hast du mich voll in meinem Video! Könnt bitte auf Zeit gehen, ey. Ich habe ganz vergessen, irgendwie ein Outro zu filmen für das Video. Ich bin nämlich gerade am Schneiden. Das Video hier entsteht jetzt etwa 3 Wochen später. Ich bin gespannt, wie die Art von Videos bei euch ankommt. Ich weiss, es sind lange Videos, 30 Minuten, aber ich selber liebe es, so Videos zu schauen und darum habe ich gefunden, hey, ich hau jetzt einfach auch mal so ein Video in diese Richtung raus. Ich euch auf den ganzen Weg oder auf den ganzen Trip so ein bisschen mitnehmen. Ich habe wirklich extrem viele Leute dort kennenlernen, mega sympathische, coole, offene Leute auch können dort sein und Connections zu machen, gleichzeitig aber auch können Spass und Freude haben, hat mir so extrem viel gegeben. Und auch wenn jetzt das Outro ein bisschen später aufgenommen wird, ist es immer noch so, als wäre ich erst gerade gestern dort gewesen. Wenn euch der Content gefällt oder wenn ihr mehr so Videos wollt, sind ihr herzlich dazu eingeladen, Support anzuladen. Und es werden definitiv mehr YouTube-Videos folgen in Zukunft, regelmäßiger auch. Und darum danke, habt ihr das Video bis am Ende geschaut. Danke, sind ihr ein Teil davon. Danke an all die Leute, die ich kennenlernen und ich wünsche allen ganz eine gute Zeit bis zum nächsten Video. Love you, Bro.